Freunde, die Zeit ist reif, den letzten Tempel hier bei Majora's Mask 3D in Angriff zu nehmen. Und damit servus, willkommen zurück. Ja, ihr merkt schon, es ist ein bisschen spät am Tag und so, was ist geschehen? Ich habe offensichtlich noch ein paar Rubine gesammelt und, ja, auch schon ein bisschen einbezahlt. Mal gucken, bis ich 4200 Rubine deponiert habe. Genau, kann ich tun. Irgendwann den Rest bis zu 5000 schaffe locker noch, deswegen mache ich das jetzt nicht direkt jetzt, sondern mal später. Es ist bald 10 Uhr, natürlich perfekt, um noch ein Chateau Roman zu kaufen. Und dann, wie gesagt, geht's ab zum Tempel. Der, wenn ich noch in Erinnerung habe, sehr, sehr übel. Sehr übel sogar werden kann. Aber gut, mal gucken, wie es genau aussieht dann. Wir werden auch sowieso die andere Maske noch. Einerseits mal, hier ist sie ja. Weil, Mitglied und so, war. So, ansonsten haben die kleinen Typen hier noch etwas für uns, oder sind die auch wunschlos glücklich? Haben wir alles bereits gemacht bis jetzt? Sieht so aus, wa? Das ist ein Bomber, wie läuft's? Mal gucken. Ja, mal gucken, wie läuft's genau. Oh Mann, ey, der letzte Tempel, der Felsenbuch-Tempel. Ja, der wird vermutlich sehr viel Zeit beanspruchen. Wie gesagt, ihr kennt es auf dem Original her, ist auch schon lange, lange her. Jahr 2000, so, auch schon wieder 15 Jahre. Damals nur vom Zugucken und so, zumindest die einen Dinger und ja. Also schauen, das Ziel ist sicher mal das Dungeon-Item und auch mal die Feen, also die noch zusammenkriegen in diesem Tageszyklus. Ob der Boss dann noch reicht, müssen wir gucken. Mit drin sind näher, dankeschön. Hey, du Chateau Romani! Muss man irgendwas diesem Chateau Romani empfehlen kann. Natürlich kannst du. Chateau Romani, du. Oh yes, Freunde. Jetzt geht's gleich so richtig ab, hey. Eine Flasche Chateau Romani gefälligst? Kein Problem. Die Malleiste wird blau. Ist das nicht geil? So, jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch die anderen Masken. Da geht's sowieso nicht. Für den letzten Tempel. Wegen der Elegie des leeren Herzens. Sind sonst soweit ganz gut durch. Ja, das Rennen mit den Biberbrüdern, das wird dann richtig lustig. So wird das Ganze momentan einschätzen. Muss nicht direkt auf die Tresen hauen, Alter. Wohl erst im ersten Part dann. Aber gut, mal gucken. Machen aber natürlich gar nicht, denn Pfeile doch gerne. Pfeile! Naja. Wenn sie nicht K.O. gehen, aber gut. So. Na, war jetzt da der richtige? Machen wir erstmal den hier, wa? Oh, wie ging das Lied schon wieder? Ich überlege, keine Ahnung mehr. Ach ja, genau, so ja, der Quatsch. So und er bleibt ja schön, es war auch elegant. Das sieht schon mal besser aus. Ah ja. Jo. Oh, der letzte Tempel. Ja, wie gesagt, kann lustig werden. Ich hoffe es zumindest. Jupp. Sora Power. Die Schwierigkeit im Tempel war vor allem diejenige, das seht ihr nachher aus, weil wir das Dungeon-Item haben, dass wir mehrmals rein und wieder raus müssen. Klingt seltsam, ist aber so, ganz, also jetzt aber speichern. Wegen Gründen. So. Ich glaube, ohne Maske einfach rüberzukommen.
Und zwar wegen diesem Symbol, Freunde, dort, wer sieht, das hier, das wird uns noch viele, viele Kopfschmerzen bereiten. Tja, und damit, willkommen im Felsenturm-Tempel. Oh, ja, den habe ich echt mies in Erinnerung. Das sind Riesenviecher hier, wa? So, jetzt muss man mal gucken, wa? Wie saßen genau aus wegen Feen und so. Da gab es überall hier ein bisschen. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir halt zuerst einfach mal alles ein bisschen machen und dann gucken, wo etwas. Taya? Aha, ja, das ist ja. Ja. Das ist noch in einem anderen Tageszeitlauf. Oh Mann, okay, da haben wir hier oben noch etwas zum Abballern. Die Frage ist, bereits nötig oder nicht? Es geht also schon. Sehr gut. Ich glaube, so ist sicher, wa? Also mal gucken, was könnte hier bereits drin sein? Es ist die erste Fee. Okay, nur noch 14. Er muss so denken, nur noch 14. Ja, ja, noch Feen. Frage natürlich, wo war es? Ich bereits mal. Ja, geh mal runter. Noch so eine Fee, okay. Ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, die anderen Feen sind ziemlich gut versteckt, aber gut. Gehen wir nach rechts. Okay, ein Sonnenblock, noch nicht weiter. Ne, ich muss von der anderen Seite her. Mit Licht bestrahlen. Okay, also natürlich wieder hier. Hallo? Da gehen wir nach links. Und gucken hier mal. Ich hab geblockt, hallo? Das ist auch so ein nerviger Typ. Kai, was meinst du dazu? Das sind Krabbelratten, die nehmen vor ihrer explosiven Berührung in Acht. So. Die Energie war spielen. Okay, 2. Wow. Großer Schaden wohl für den Kronen. Die Frage ist. Was zum. Wieso sind die da oben? Okay, was zum Wegsprengen. Die Maske, please. Die Maske. Hier ist jetzt ein Ziehen, wohl auch für so einen Schalter. Die Frage ist, was für den großen und vermutlich eher für diesen kleinen hier war. Das drin keine Fee. Kann so ziehen. Mann, eine Bitte. Link. So. Eine Kiste auf dem Kopf. What the f... Ja, es ist hier wirklich so wie gesagt, es ist verrückt. Das ganze System hier. Haben wir noch etwas? So, hoffen wir, das war richtig. Dann braucht... Was ist denn hier? Scheiße, ich hab die ganze Zeit etwas, aber sehe nichts. Ja, hoffen wir, das hinter draußen. Okay. Lalala. Und draußen am Tempel gehen die weg. Okay, sieht man es hier nicht, aber gut. Maske ganz kurz hier gucken. Nö, hier ist keine. Das wird doch alles schon sehr viel einfacher. Dann mache ich mal. Ja, auch elegant Link. Den Sora, please.
das Lied kann ich langsam auswendig. Und bereits die Hälfte der Folge ist vorüber. Der große fette Krone. Die Door ist open, aber natürlich müssen wir draufbleiben, damit es auch bleibt. La, lu, la, Cool, Mann. So, können wir jetzt natürlich weiter. Komm runter, komm runter. Cool, wa? Okay, haben wir auch noch coole Sachen. Die Frage ist, brauchen wir das? Okay, da ist ein Schlüssel nötig. Frage ist, kann er das da durchwummern oder braucht's? Also B natürlich dafür, dass es kein Ding braucht, wäre natürlich jetzt ganz doof. Wenn sie halt mehr als... Ist da noch etwas? Riesenpulverfassen sollte es benötigen! Wo kommen die plötzlich alle her? Ja, wie gesagt, ich hoffe, das würde mit einer normalen Bombe ausreichen. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Das ist so rissig. Geht doch, dankeschön. Das Licht wohl, war. Da geht wohl nur von der... Ja, okay, da geht nur so. Da gehe ich hier mal runter. Ach du Scheiße, der Raum. Moment, ich erinnere mich aus dem Original noch. Freunde, der ist ganz fies, weil hier vergisst man gerne mal, dass hier oben nämlich noch eine Fee ist. Das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige Fee, die ich noch kenne. Alter, als ich damals mit dem Kumpel da gesucht habe, ey, wir dachten, wir finden die nie. Dass die hier oben versteckt war. So etwas von gemein, weil, wie gesagt, man sieht die halt erst nur von der anderen Seite her. Ja, man, solche. Ich bestrahle dich mit dem heiligen Licht. Kriegt man denen gar nichts. Die sagen sich, heiliges Licht, haha, braucht doch kein Mensch. Das muss wohl als Krone gemacht werden, logisch, weil geht über Lava. Oh 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 oh, das wird wehtun, Booms, Booms. Booms. Okay, das muss er jetzt auch nicht mehr. Ein kleiner Key, okay, bis jetzt scheint es noch relativ linear zu sein, schön. Schlange natürlich. Oh, das könnte ich hoffen, es ist die Karte. Weil der Kompass mir eigentlich fast lieber wäre. Die Map, man. Cool, dann mal gucken. Wir sind im U2, okay. U1. Wir sind doch nicht so groß, wie ich eigentlich noch in Erinnerung hatte. EG, U1, U2. Relativ überschaubar. Naja, nicht zu früh, Freunde. Nicht zu früh, Freunde. Was mache ich jetzt hier? Hier ist noch eine Fee, aber die Frage ist halt, wo? Eine, die ich bereits jetzt bekommen kann oder erst nachher? Finde ich jetzt sehr verwirrend, wenn alles sein soll. Unendlich Mana ist geil. Da oben war ich ja schon. Nein, nicht Ukraine. Entschuldigung, wohl eigentlich was anderes.
Ja, wie gesagt, oben war ich ja schon und trotzdem sagte mir jetzt an, es hätte hier noch eine Fee. Sehr kann es nicht sein, wenn wir schon alle Truhen, dann muss es irgendwie... Da ist die Tür, da geht's auch nicht. Es muss fast dort drüben sein, wa? Das einfach irgendwie als ein Raum zählt und deswegen mir so angezeigt wird hier. Mystery... Jetzt kommen natürlich die Scheißdinger wieder. Hier zeigt er lustigerweise keine Fee mehr an. Aua! Gesehen, den doofen Vogel. Aber unendlich Mana ist echt geil. Dann gehen wir mal hier rüber. Hier hat es wieder Finn. Okay, muss ich nur mit mich machen. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist das für ein Teil dort? Oh, ich habe eine Vermutung, was es ist. Wenn es das ist, wenn ich denke, dann Prost Mahlzeit. Okay. Das der war. Ich meine, rein theoretisch klappen müsste es ja. Na super. Okay, Plan B. Haha. Cool, bereits mal weg, aber natürlich brauche ich Licht. Kommen die jetzt zu Licht? Andere Seite vielleicht? Weil im Prinzip müssen die Dinge sowieso verschwinden, wenn es Tag ist, aber okay. Das ist ein Rätsel für sich. Kaffeismaske, ganz schlecht. Lalalala. Mal gucken, was hier los ist. Da ist jetzt eigentlich nichts Besonderes. Ist hier oben etwas? Nö, da ist nix. Einfach X mit nix. Ja, dann komme ich immer mal da durch. Oh. Was ist das schon wieder? Ach stimmt, das war ja das. Oh, dann habe ich mich auch noch. Aber Moment mal, wir können ja... Jetzt würde ich gerade clever sein und sagen, das können wir theoretisch so aktivieren, aber geht natürlich nicht, weil wir nur noch die Stellen einfrieren können, die ja uns vorgegeben sind durchs Spiel aus. Das dämlich, ey. So. Sehr schön. Dann gehe ich mal wieder hoch hier. Das ist ein Schalter. Wie soll denn das, Zora? Ach so. Natürlich geht's auch so, Mann. Also zumindest. Sehr cool. Ja, was das Teil da ist. Das machen wir später noch. Keine Sorge. Bewegt? Nö. Dachte schon, es hätte sich bewegt. Noch ein Schlüssel. Gut. Natürlich die Frage, Fee. Natürlich hat sie noch Feen, die fragen natürlich welche. Müsste doch funktionieren, theoretisch. Ach, wie geil. Kumpel, du nervst. So, sowohl dazu, wie kommen wir jetzt da durch? Wegen Licht und so. Ja, wohl erst später. Ja, muss doch fast hier mit Zora-Maske durch. Der erste Tag ist fast vorbei. Ei, ich fühle mich gar nicht wohl. Das schaut jetzt auch erst später. Und es ist sogleich der zweite Tag.
So, habe ich alle? Natürlich nicht. Fehlt ihm noch einer, aber okay, das ist nicht gerade so verrückt wild. Aha, der. Tschüss. Hoffen wir mal, dass der bleibt. Oh nein, da muss er ja. Ja gut, solche Truhen müssen eigentlich bleiben, wenn ich sie einmal scheinen lasse. Will gar nicht durch, Mann. Und ja, ich denke, jeder wird schon begriffen haben, was hier los ist. Wir müssen den Tempel auf den Kopf drehen oder wieder zurückdrehen, weil der jetzt im Kopf steht. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls müssen das so jeweils machen. Und ja, wie gesagt, das ist dann teilweise doch sehr, sehr doof gemacht. Aber naja. Mal gucken, wie es hier jetzt im Remake ist. Licht haben wir hier zwar. Ah ja, die Dinger, kann man noch erinnern. Die sind dazu da, Freunde, um Licht zu speichern. So, auf da draufhalten, zack, zack. Bisschen gleich ein paar Sekunden lang. Und dann kann man diese Dinger hier, kann man die, genau, so entfernen. Was ist du denn hier? Tschüss. So, will man sagen, wir werden langsam den Part, aber erstmal noch gucken, was wir hier noch Geiles haben. Den Kompass, na, endlich mal. Ja, man sieht schon, es gibt nachher noch sehr viel zu tun, logisch, weil es gibt noch viel zu erledigen. So, jetzt ist der weg, sprich, wir kommen wieder zurück, das ist natürlich geil. Wenn man sagen, Leute, ich speichere noch einen Part, also, ja, Part speichern ist natürlich cool. Wow! Ich glaube, das ist schnell hier rüber. Ich speichere es da vorne schnell ab. Und dann geht es im nächsten Part hier weiter, auf der Suche nach weiteren Truhen, nach einem Dungeon-Item, sprich nach den dritten Pfeilen und ja, wer weiß, ob es vielleicht sogar irgendwann in der Lage sein werden, den Tempel zu verstehen. Also ich tue es bis jetzt heute noch nicht. Das ist echt so extrem verwirrend. Aber irgendwie auch cool. Naja, mal sehen. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Majora's Mask 3D. Ciao zusammen.